Corona Giftelo. Merci. Kolleginnen und Kollegen, können wir als Platz oder wann schläft? Kolleginnen und Kollegen, hol der Schwanzschrift Platz, wir fangen gerne an. Und schön wieder einen flotten Tag. Und dann lehnen Sie los. Liebe Inviten, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße euch alle Guten ganz herzlich auf unserem 1. Mai heute zu Remisch. Wenn in der steht, das ist eine formidable Tribüne, das ist ein formidables Bild. Merci für Ihre massive Präsenz. Vielmals merci. Ein ganz großes Merci dem Bürgermeister und dem Chefrat von der Gemeinde Remisch. Ein ganz besonders dem Mitarbeiter vom Service Technik. Ohne ihre Unterstützung könnte man das wichtige Manif, das 1. Mai heute zu Remisch nicht feiern. Vielmals merci für Ihre Unterstützung und Ihren Engagement. Ich wünsche euch alle flotten Tag auf unserem Familienfest heute zu Remisch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gebe auch gern den Kollegen vom OGBL, die heute an der Abtei Neumünster den 1. Mai feiern, alles Gutes auf diesem nicht nur für Gewerkschaften wichtigen Tag wünschen. Alles Gutes an der Abtei Neumünster. Kolleginnen und Kollegen, wenn sich die rezente Entwicklung in Europa sowie am Rest der Welt für anhält, dann muss es dann klar sein, dass ganz vieles extrem schief läuft. Zum Krieg an der Ukraine, an dem Vormarsch von der Extremerierter auf viele Länder von Europa, könnte auch nach dem amerikanischen Präsident mit seiner ganz speziellen Agenda dabei. Länder, Demokratie, Europa gehen destabilisiert von Bausen durch den Putin seinen Aggressionskrieg und dem Trump seinen Zollkrieg, verbunden durch immer mehr Regierungen in Europa, die von Rechtsextremen und faschistischen Parteien angefeuert gehen. Die Antwort auf das Defieren sind nicht nach mehr Nationalismus und Extremismus in Europa. Die Antwort auf das Defieren kann nicht durch ein stärkt Europa auf den Weg gehen. Der Schmusekurs zwischen Trump und Putin darf kein Succès haben. Europa muss seine Souveränität, seine Demokratie verteidigen, dadurch, dass gemeinsam die Ukraine weiter gestärkt wird und dadurch, dass gemeinsam an Défense investiert wird. Wer nur will auf Frieden und Freiheit leben, muss sich heute so militärisch equipieren und strukturieren, dass alle Überlegungen nur der Ukraine, das nächste Land in Europa zu überfallen, direkt an sich zusammenfällt. So wie auch den aktuellen hybriden Krieg
den schon an Europa stattfindet, für Europa zu destabilisieren, muss auch ein Ende kriegen. Militärische Aufschreckung gegenüber den Gegner von einem demokratischen Europa sind also gerade so nötig wie die weitere Unterstützung von der Ukraine, wenn wir eisen, der European Way of Life wollen weitergehen. Europa muss auch zusammenstehen auf der zweiten Front, die den Trump durch seinen Zoll- und Handelskrieg abgemäht wird. Die Europäer müssen zusammenstehen und zusammenhalten, für militärisch und wirtschaftlich können an dieser neuen Welt zu bestehen. Nationalismus und de chacun pour soi sind klar die falschen Antworten und können nicht zu mehr großen und schlimmeren Problemen führen. Die EU-Kommission wird also heute effektiv eine große Verantwortung, dadurch, dass Europa militärisch und wirtschaftlich fit gemacht muss gehen, für gegenüber von diesen neuen Herausforderungen können zu bestehen. Die EU-Kommission wird demnach aber noch mehr große Responsabilitäten, wenn es darum geht, die europäischen Länder zu stabilisieren und um der Demokratie auch noch Bannen zu stärken. Die EU-Kommission dürfte dafür die soziale Wolle nicht vergessen. In Europa muss demnach auch auf diesem Plan gestärkt gehen. Kolleginnen und Kollegen, Solidarität und Sozialgerechtigkeit in Europa sind gerade so wichtig wie die Foren, die müssen gemacht werden, für dass Europa sich an dieser Welt behaupten kann. Ohne eine nachhaltige Politik, die auf soziale Grundwerte basiert, sind als Demokratien nicht zu halten und gibt von Populisten und Rechtsextremen überrannt. Beispiele auf Frankreich, Italien, der Belgien und Holland, gerade wie Deutschland, sollten allen Menschen fern zu denken gehen. Dann hätten Trump, Putin und Co. das erreicht, was sie von außen nicht fertig tun, nämlich als progressiv, als Sozialgesellschaft Futti zu machen. Kolleginnen und Kollegen, mit einem Europa, das sich militärisch und wirtschaftlich behaupten kann, mit einem Europa, das auf Solidarität und Sozialgerechtigkeit setzt, geht auch der Frieden, Freiheit und Demokratie an unserem Land aufgesichert. Und ich gehe gerne dranhängen, in Europa mit offenen Grenzen, wir sind heute nicht weit von Schengen, und das gehört auch zu einem modernen und sozialen Europa, offene Grenzen für alle Menschen, die in Europa wohnen. Kolleginnen und Kollegen, wenn in der Situation in Europa und darüber hinaus gesagt, dann müssen die Mängel, da doch heute zu Lützeburg den Zusammenhalt an unserer Gesellschaft gestärkt gehen. Kolleginnen und Kollegen, leider ist aber noch nicht der Gegenteil der Fall. Und dafür können wir auch die regelrechte Attacke auf die national repräsentativen Gewerkschaften und auf ihr Recht für Kollektivverträge auszuhandeln und zu unterschreiben, nicht verstehen. Ein Attacke auf Gewerkschaften und auf unser Sozialmodell, den einzigartig und topmodern in Europa ist, an denen er quasi 50 Jahre funktioniert, an uns durch alle Krisen gefordert wird, an denen darauf basiert, dass den sich an einem Sujet eins geht, an eine gewisse Richtung zu schaffen und am Konsens ein Resultat erreicht. Auf Regierungsseite goufe Paradigmewechsel durchgezogen. Das ist das grundlegende Changement von den sozialen Werten. Das wird klar visibel, wenn ihr gesagt, wie die Regierung gegen die Sozialpolitik von den Gewerkschaften vorgeht. Die Regierung denigriert Gewerkschaften, stellt sie als rückständig, als Quantität negligible durch, mit dem Argument von der Unzahl und neutralen oder besser gesagt Patronsdelegierten
soll heute Kräfteverhältnis am Betrieb komplett ausgehebelt gehen. Dommer möchte die Regierung ganz klar Politik, die Patronat erfordert. Und dabei entlarvt sie sich als Todesgräber von unserem Sozialmodell. Für Gewerkschaften, auf Verhandlungen mit den Gewerkschaften geht heute kein Rätsel mehr. Für Verbesserungen am Kollektivvertragsgesetz, wie die Rolle von den national repräsentativen Gewerkschaften zu stärken, und mehr Argumente zu haben, für Kollektivverträge zu verhandeln, schwätzen wir gar nicht mehr. Am Klartext bedeutet das, ich Patron will am meinem Betrieb schalten und walten, wie ich will. Und dafür müssen die rechtsständigen Gewerkschaften aus dem Betrieb raus. Und ich meine, wir sind doch nicht d'accord. Und als Kumpanen an der Regierung machen als Daten op Kächte vom Steuerzahler antreiben. All Mensch kann sich nur ein Bild machen, was die Regierung von den Salarien an ihre Vertreter hält. Auch von der nötigen Vertrauensbasis am Umgang mit ihnen kann ich noch nicht mehr schwätzen. Am Kontext von der Umsetzung von der Direktive über adäquat Mindestlöhne ist heute zu Lützeburg für die erste Kehr ein Direktiv missbraucht ging, für die bestehende Situation zu verschlechtern. Und das unter dem Deckmäntelchen von der Modernisierung. Nur im Slogan, wir müssen nicht modern gehen, mehr Wirklichkeit, schlägt mir Regierung gerne alles futti. Die Regierung möchte also heute das, was da viele Notbeschländer zu großen Problemen gefordert wird. Mir vielleicht findet unser Premierminister, dass der Chaos auf Frankreich, an der Belgien oder Holland seinen eigenen Charme hat. Wir machen das, weil Brüssel das will. Aber Brüssel hat Schuld so die Herren. Das ist eine irresponsable Politik, weil die Europäische Union diskreditiert wird, und Populismus und Rechtsextremismus regelrecht dir abgemerkt kriegen. In Großbritannien hat so eine Politik dem Brexit den Weg berät, in vielen anderen Ländern sind so Rechtsextreme an den Pouvoir gekommen. Kolleginnen und Kollegen, wenn insgesamt der Sozialdialog von der Regierung darauf beruht, dass sie wollen, erstens konsultieren, zweitens allein dezidieren, dann ist das der klare Beweis, dass sie am Anfang nicht mehr wollen, mit den Gewerkschaften zu dienen haben und nicht mehr wollen schaffen, wie wir das an unserem Sozialmodell 50 Jahre erkannt haben, und wo wir gemeinsam Lösungen geschafft haben, also bei Konsens auswählen. Wir sind aktuell mit einer Politik von der Regierung konfrontiert, die erstens den Tripartitsmodell mit 3 Partnern auf Anhecht refusiert, Gewerkschaftsrechte auf Freiheit will aufschaffen, den Acquis von den Leuten aus dem Privatsektor, zum Beispiel von den Kollektivverträgen an den Pensionen, klar am Visier hat. Kolleginnen und Kollegen, es geht heute nicht nur um Gewerkschaften. Nein, Kolleginnen und Kollegen, es geht ganz klar darum, für am Privatsektor die Gewerkschaften auszuhebeln, auszugrenzen und auszumanövrieren, für dann in einer zweiten Phase können Arbeitszeiten zu flexibilisieren, Löhne vorzustellen und Pensionen aufzusetzen. Kolleginnen und Kollegen, das beste Beispiel an diesem Kontext sind die rezenten Gesetzprojekte, die die Regierung am Kader von der Sonderserbecht an den Öffnungszeiten auf den Weg gebracht hat. Am Platz Sozialpartner
iwwer de Wee vu Kollektivvertragsverhandlungen mat an Pflicht zu hëllen, gëtt hei per Dekret à la Trump quasi alles komplett dereguléiert a flexibiliséiert. Kolleginnen a Kollegen, dës aktuell Proen vun der Sondeserbecht an den Öffnungszeiten am Kommerz entspriechen net dem Bëswer vun de Leiit, a well se net dem Bëswer entspriechen, froh mir eis, fir werd mir Salarien an eng Situationun bringen, wo se erbecht a Famill net mehr den Hut kënne kreien. Zmols an engem Niedriglohnsektor. Sondeserbecht, Öffnungszeiten, an do mat dat Derbechzeiten am Kommerz, losse mir net komplett dereguléieren. Kolleginnen und Kollegen, ein anderes Flottbeispiel, wie die Regierung mit den Menschen am Privatsektor umgeht, als die rezente Diskussion rund um unser Pensionssystem. Auch an diesem Dossier wird alles gemacht, für sich nicht mit den Propositionen der Gewerkschaften zu konfrontieren. Für es klar zu sagen, es muss etwas in unserem Pensionssystem geschehen, für dadurch nur an Ivermur als Pensionen aufgesichert sind. Allerdings heißt das nicht, dass den egal was soll machen, wie das Patronat das fordert. Kolleginnen und Kollegen, ich will es heute klar sagen. Pensionen substanziell zu kürzen, wie das Patronat das fordert, als für die Gewerkschaften kein akzeptabler Approach, weil das nicht zu Altersarmut und Misere kann führen. Babyjoren auf Front zu stellen, wie das Patronat das fordert, als für die Gewerkschaften kein akzeptabler Approach, weil es Mamme sind, die ganz oft ihre berufliche Karriere am Ende von der Kammer zurückstellen. Und überhaupt ist das Evaluierung komplett frauenfeindlich, und für Gleichberechtigung und für gleiche Rechte kann bei dieser Patronatsverirrung schon gut chemisch schwätzen. Studiejoren, nicht mehr als assimiliert Versicherungsjahre wollen unzuhöhlen, als eine andere Forderung vom Patronat. Ein Schlag an Gesicht von den jungen Generationen. Patronat hat sich komplett auf unser Pensionssystem angeschossen und will für Solidarität und soziale Gerechtigkeit an unserer Gesellschaft nicht mehr wissen. Wenn ein Mensch das Statut vom Salari verloren hat, dann hört er an den Namen vom Patronat nicht mehr so gut, da das die batte Realität an unserem Land. So ein neoliberaler Approach ist für uns komplett inakzeptabel. Gewerkschaften, OGBL und LCGB haben der Regierung und der zuständigen Minister die Propositionen schon im Oktober vom letzten Jahr vorgestellt. Diese Propositionen stärken unser Rentensystem, weil auf der Resetteseite Alternativfinanzierungsmodelle abgewiesen gehen. Aber das ist die Reaktion von der Regierung auf Propose von den Gewerkschaften für unser Rentensystem durch neue Rezepte zu stärken, kriegen wir keine Antwort, außer dass es nicht durchkosten. Am Platz Verhandlungen am Tripartitsformat zieht die Minister eine reine Show auf. Zuallererst eine breite Konsultation über Internet, wo von bald 600.000 Versicherten da rund 2.700 teilnehmen. Das sind immerhin 0,45%. Ein wirklich phänomenaler Succès. An Dono Experterinnen, die willkürlich um Gusto von der Minister zusammengestellt gehen. An als soi-disant Expert 2 Minuten Zeit hat, für seine Evaluierung auf den Punkt zu bringen. Der Showmaster von Dalli Dalli kann heute nicht mehr von Neid ablatzen.
Kolleginnen und Kollegen, veräppeln können wir uns auch selber. Ministerisch organisiert hier eine Show, ein Zucht Volkstheater, ein Farce, ein Fassade à la Potemkin mit ganz viel Nebenhandlung. Es geht heute darum, die Elemente, ob die Patronat und Regierung sich schon lange eins gesehen, können an einer kommenden Reform umzusetzen. Und das, egal was das für die kommenden Generationen bedeutet. Und so ganz nebenbei können sich die desagréablen Gewerkschaften auch vom Hals schaffen. Den LCGB, zusammen mit den Kollegen vom OGBL, kann so ein rücksichtsloser Approach nicht mehr zurückweisen. Kolleginnen und Kollegen, an den Pensionen wird Alarmismus verbreitet. Panikmachers vom Patronat und Regierung alltag quasi angesucht. Aber der richtige Brennpunkt spielt an den aktuellen Diskussionen nicht mehr eine Statistenrolle, nämlich als Sécurité sociale oder besser gesagt Finanzierung von unserer Gesundheitskäse. Allein für die nächsten 4 Jahre gibt der Finanzierungsbedarf von rund 1 Milliarde Euro für CNS angeht. Auch hier fand mir eine komplett kokasse Situation. Ein Minister, die das Problem nicht will gesehen, die Vogel-Strauß-Politik vom Kap an den Sand stechen möchte, und so ganz nebenbei die Responsabilität ob Sozialpartner will überdrohen. Also der Konträr von dem, was an der Pensionen geschieht. Kolleginnen und Kollegen, der Fazit ist klar. Ein Minister, die auf Haut diesen Tag auch noch nicht kann oder will sollen, wie die Regierungspolitik an so einem kruzialen Dossier, wie die Pensionen soll ausgesehen, muss sich die Frage fallen lassen, ob sie die Leute am Privatsektor und hier Vertreter nicht formidabel veräppelt. Ein Minister, die bislang nicht mehr mit unausgegorenen und populistischen Aussagen zum Sujet Pensionen an der Presse aufgefallen ist, komplett die Übersicht an der Gesundheitskäse verloren und nicht mehr durch den brachialen Ersatz von den Sozialpartnern der CNS auf den Plan gerufen kommt. Denn der Mensch, die was Karenztag angeht, ist dabei ein starkes Stück, kein Trop hindeuten, dass dem beim Patronat vielleicht eine Gefälligkeit zu viel ergangen ist. Und lo, ob ein Bemol, die wir im Grundball will schnell losgehen. Kolleginnen und Kollegen, die Allianz zwischen Regierung und Patronat, diese Deregulierung, Lohnreduktion, Totalflexibilisierung von den Arbeitszeiten und der weiteren Wohltaten für das Patronat noch mehr auf die Fändel geschrieben wird, stellte so ganz nebenbei auch das Pensionssystem und die Gesundheitsversicherung von den Menschen am Privatsektor froh. Eine Allianz vom Häuptling von der UL als einem Schachmacher von der Fédération des Artisans mit einem Premierminister und Ex-Präsident von der Chambre de Commerce, die alle Bezug zur Realität und Respekt verloren haben für die Leute, die alltag den Reichtum von diesem Land mit ihrer Arbeit erschaffen. Froh stellt sich halt, ob das Regierung gefoen auch so mit ihrer Fonction publique umzugehen, wie sie das mit den Salarien aus dem Privatsektor wollen. Wir refusieren auf jeden Fall ein System, das auf sozialer Apartheid beruht, wo die einen an der 5-Sterne-Klasse mitfahren, an Divisionen von Menschen an der 2. Klasse, an der Holzklasse sitzen. Kolleginnen und Kollegen, die Regierung und die Kollegen von der UL zerstören die soziale Kohäsion hier im Land, und sie machen das mit Absicht. Zu einer anderen Konklusion kann ich nicht kommen, wenn ich auf der anderen Seite gesagt, wie an der Fonction publique ohne groß Doppjeves ein substanziellen Akkord salarial verhandelt wird, und auf der anderen Seite am Privatsektor dieselbe Regierung als Alliierte vom Patronat Sozialaufbau betreibt und en passant will die Gewerkschaften wegfegen. Wir gesehen
Wir gesehen das als eng von den größten Attacken auf soziale Kien, auf Sozialkohäsion an unserem Sozialmodell zanter dem Ende vom Zweiten Weltkrieg. Sozialapartheid ist definitiv eine Realität in diesem Land. Das gibt der Premierminister sich nie mit den Vertretern von der Fonction publique erlauben. Am Fond geht es also auch um Gleichbehandlung von Fonction publique und Privatsektor in diesem Land. Kolleginnen und Kollegen, die Regierung zusammen mit der UL sind am Gang, eine Politik auf den Weg zu bringen, die unweigerlich zu einer Frontalkollision mit den Gewerkschaften führt. Kolleginnen und Kollegen, so eine Politik betreibt den als Regierung eben gerade just nicht aus Responsabilität für unser Land. Mit den einzigen Antrieb, als sich mit der Fonction publique zu arrangieren, weil es streng an allein Wahlen geht, und die Regierungspolitik einen wahltaktischen Aspekt definiert wird. Für dem entgegenzuwirken, an den Privatsektor politisch zu stärken, brauchen wir das Wahlrecht für die Chamber, für alle guten Bewohner von diesem Land. Da geht auch als deputierte Chamber vielleicht von mehr Menschen gewählt, wie die Chambre des Salariés, die heute die einzige Vertretung ist, die alle guten Salarien und Rentner aus dem Privatsektor kann repräsentieren. Einfach so weiterfahren, wie das Regierung es will, das können sich Salarien aus dem Privatsektor nicht mehr leisten. Sozial und engagiert für die Wähler an der Fonction publique, akal und wirtschaftsliberal für den Privatsektor. Es geht uns nur durch, es geht uns Deckerchen durch. Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns gegen so einen Approach, was den Privatsektor angeht, wehren. Mit allen Moyens, die uns als Gewerkschaft zur Disposition stehen. Und wir werden das doch machen. Allerdings muss es uns klar sein, dass wir es mit einer Allianz von Regierung und Patronat zu tun haben, wie wir sie noch nicht in diesem Land kann tun. Außerdem stehen hier nicht nur Gewerkschaftsfreiheiten und Rechte im Spiel. Es geht um Arbeitskonditionen und Paien, um Sécurité Sozial, Pensionen und Gesundheitsversorgung für alle Menschen, die hier im Land gegen Paien muss schaffen oder geschafft wird. Der Premier und seine Kollegen an der UL können anscheinend mit Begriffen wie Solidarität und Sozialgerechtigkeit nicht aufhängen. Er können noch nicht verstehen, wie Menschen sich fühlen, die eben nicht zu den Happy Few an den Chefetagen oder den Ministerien gehören. Und dafür ist es für uns klar, dass wir eine enorme Responsabilität tun. Nicht nur vis-à-vis von den Leuten, die hier im Land am Privatsektor arbeiten, aber auch vis-à-vis von den Generationen von Gewerkschaftler, die für uns mit ihrem Engagement dafür gesorgt haben, den sozialen Fortschritt noch vorzubringen. Außerdem wollen wir auch den Generationen, die nach uns kommen, eine Arbeitswelt und eine soziale Sicherheit hinterlassen, die es dem Menschen erlaubt, anständig und dezent zu leben und eine gute soziale Aufsicherung zu haben. Aus all diesen Gründen ist es eine absolute Notwendigkeit, quasi schon eine Verpflichtung, mit den Kollegen vom OGBL, am Front-Syndical OGBL, LCGB zusammen zu schaffen, für uns Rechte anzutreten. Die zwei großen national repräsentativen Gewerkschaften hier im Land haben nicht nur dezidiert, sich ganz eng zu konzertieren, mit ihren Kräften zu bündeln, für effikaz und effizient für die Leute können anzutreten. Der Front-Syndical OGBL LCGB wird in den nächsten Wochen am Montag die Salarien hier im Land informieren und sensibilisieren. Und ich kann euch alle beruhigen, es bleibt nicht nur bei Postkartenaktionen.
Aber wenn wir keine Satisfaktion kriegen, da können das nicht nur zu Aktionen an der großen nationalen Manif, den 20. Juni, da könnte darüber heraus auch zu einem regelrechten Sozialkonflikt an, wenn es dann nötig ist, zu einem Generalstreik. Kolleginnen und Kollegen, all Menschen am Land Weselo, den LCGB als berät mit den Kollegen vom OGBL an unserem gemeinsamen Front-Syndikal bis zum Äußersten zu gehen. Mit uns geht es kein zurück. Kolleginnen und Kollegen, Gewerkschaften und hier am Land durch Verhandlungen für Kollektivverträge für mehr wie 50% von den Salarien der Remunerationskonditionen geregelt. Gewerkschaften und durch ihren Engagement an der Tripartite hat dafür gesorgt, dass die verschiedenen Krisen, durch die als Ökonomie gang ist, nicht zu sozialer Kasse gefördert tun, mit zur Stärkung von unserem Sozialmodell und damit zur Prosperität vom Land beigetragen haben. Gewerkschaften und darüber hinaus dafür gesorgt, dass eine Performance Sécurité Sociale entstanden ist. Gewerkschaften haben noch dafür gesorgt, dass der Mindestlohn sich kontinuierlich weiterentwickelt und dass verschiedene Sozialtransferen, wie zum Beispiel Kammergeld, nicht vergessen sind. Gewerkschaften an ihre verlängerten Delegationen haben bei Problemen am Betrieb nicht nur das Salarié geholfen, sondern auch oft den Betrieben so manche Probleme gelöst. Und das, Kolleginnen und Kollegen, wird enorm zur sozialen Kohäsion und zum Erhalt vom sozialen Frieden hier am Land beigetragen. Also Sozialmodell, den Ende der 70er Jahren auf der Welt gebracht ist, hat also enorm Merite. Nicht nur, was die ökonomische und soziale Entwicklung von unserem Land angeht. Also Sozialmodell hat auch enorm zur Integration von den Menschen an als Gesellschaft beigetragen, die von mehr weit hergekommen sind, für sich und ihre Familien eine neue Existenz aufzubauen. Also Sozialmodell als Fundament, auf dem Sozialkohäsion zwischen Residenten und Frontalier beruht. Also Sozialmodell wird also stark zur Entwicklung von einer offener, inklusiver und progressiver Gesellschaft beigetragen. Regierung und Patronat stellen also nicht nur unser Sozialmodell vor. Regierung und Patronat stellen Sozialkohäsion und den sozialen Frieden aufs Spiel. Regierung und Patronat wollen eine andere Gesellschaft, die rein nur ökonomische Kriterien funktioniert. Das können und das wollen wir nicht akzeptieren. Das müssen wir auf die Schärfste zurückweisen. Dafür, Kolleginnen und Kollegen, rufen ich am Namen vom LCGB, am Namen vom Front-Syndikal OGBL-LCGB zur Mobilisation und zum Engagement für unser Sozialmodell ab. Solidarität und Engagement sind die Basis von unserer Arbeit. Ob Solidarität und Engagement sind Gewerkschaften gebaut gehen. Als Solidarität und Engagement sind die richtigen Antworten auf die Herausforderungen von diesem Moment. Kolleginnen und Kollegen, es geht bei dieser Mobilisation nicht nur darum, unseren Acquis zu halten, als gewerkschaftliche Rechte und Freiheiten zu verteidigen. Kolleginnen und Kollegen, die Regierung muss sich klar zu unserem Sozialmodell bekennen, also der Tripartite mit 3 Partnern auf Anhecht an all Attacken auf Kollektivvertragsgesetz direkt auf den Ende bringen. Elemente wie sonderserbische Öffnungszeiten sollen zu dritt am Komitee Permanent du Travail de l'Emploi geklärt gehen, wobei Veränderungen auf der Basis von Kollektivvertragsverhandlungen zu privilegieren sind. An Diskussionen rund um die Stärkung von unserem Pensionssystem gehören an ein Tripartit. Darüber hinaus fordern wir ein besseres Kollektivvertragsgesetz, das die Rechte von den nationalen repräsentativen Gewerkschaften stärkt.
Dadurch, dass bei öffentlichen Submissionen und Subventionen die Existenz von Kollektivverträgen ein klarer Prärogativ ist. Dadurch, dass die Employerinnen obligiert sind, mit den Gewerkschaften zu verhandeln, wenn wir wollen, mehr an neue sektorielle Kollektivverträge aufhören. Dadurch, und das ist extrem wichtig, dass die Konziliationsprozedur schlussendlich auch das Streikrecht vereinfacht ging. Wenn wir wollen an Frankreich gucken gehen, wie die das machen, ganz gern. Mit dann haben wir nicht mit dem Modell von eurem Land. Wir sind nicht immer da, wenn wir gezwungen sind, dann machen wir das. Ein neues Delegationsgesetz wird die neuen Gegebenheiten wie Digitalisation und künstliche Intelligenz adaptiert. Die neue Regierung hat global 2 Jahre in Amt und Würden, aber wir haben am CPT noch kein Wort über die Sujet verloren. Eine bessere Aufsicherung von den Existenzen von den Salarien gegen den Chômage, dadurch, dass wir den Plan de Maintien dans l'Emploi an dem Sinn stärken, für Alternativen wie Zellule de Reclassement zu schaffen, wenn es zum Arbeitsplatzverlust für ein Salarié kommt, weil restrukturiert wird oder wenn ein Mensch mit der Mutation von der Arbeitswelt halt nicht mehr mithalten kann. Den LCGB ist dafür komplett mit den Kollegen, die bei Liberty Steel arbeiten, solidarisch. Wir fordern den Arbeitsminister auf, schnellstens über das Modell von einer CDR das Kollegen abzufangen und die Existenzen aufzusichern. Herr Minister, nehmen als Gesetze zu rezitieren, das geht nicht mehr durch, weil sonst könnte ja zur Konklusion kommen, dass die Funktion vom Arbeitsminister überflüssig wird. Aber was wir von Ihnen verlangen, Herr Minister, das sind Decisionen, die dem Besoin von den Salarien aus schwierigen Situationen Rechnung drohen, also eine moderne und soziale Arbeitspolitik. Eine bessere Aufsicherung von den Salarien gegen das Risiko von der Krankheit, dadurch, dass der Reklassement intern privilegiert und die ganze Prozedur stark vereinfacht wird. Und schlussendlich, wie könnt ihr sich denken, was der Menge zu diesem Moment kommt? Dass die 7-Wochen-Regel durch eine neue Legislation endlich aufgeschafft wird. Schwer kranke Menschen auch nach die finanzielle Grundlage willen zu holen, als eine Perversion am Mist von all sozial denkenden Menschen zurückgewiesen gehen. Minister von der Sécurité Sociale hat hier das Wort gehen, aber bis noch über einem Jahr, als nichts geschieht, nada. Kolleginnen und Kollegen, all das Forderungen wie unser ganzes Aktionsprogramm müssen umgesetzt gehen, wenn wir wollen für mehr soziale Gerechtigkeit in diesem Land sorgen. Mehr soziale Gerechtigkeit für Salarinnen und Rentner. Und Gleichbehandlung zwischen Fonction publique und Privatsektor. Kolleginnen und Kollegen, wenn wir zusammenstehen, wenn wir zusammenhalten, dann zweifle ich keinen Moment, dass wir das packen. Den LCGB hat an mehr wie 100 Jahre Zanta seiner Gründung so manchen Sturm erlebt. Den LCGB hat durch seine Arbeit als einen Ersatz Lützeburg matt geprägt und verändert. Und umgedreht wird die gesellschaftliche Entwicklung natürlich auch den LCGB verändert. Kolleginnen und Kollegen, die Regierung will eine neue, moderne Politik auf die Kosten von diesem Sozialmodell feiern, auf die Kosten von den Salarien feiern. Da reagieren Gewerkschaften effizient mit neuen und modernen Lösungen für die Sozialakien aufzusichern. Weil etwas wird sich für uns nie verändert, und wird sich auch nicht verändern. Unser Engagement
Eis Solidarität, eisen Ersatz für Sozialgerechtigkeit. Vive den 1. Mai! Vive eise Frau Syndical OGBL LCGB! Vive den LCGB! Vielmals merci für die Aufmerksamkeit an einen schönen Tag im Familienfest. Ich gehe euch Rendezvous den 28. Juni. Vielmals merci! Wir können eigentlich 29. 29 können wir. Wir können eigentlich ein Video.